Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Oder diesmal vor dem Champions League Spiel bei Feyenoord Rotterdam. Ja, und wir besprechen hier mal, wie ich das Spiel sehe, was mein Tipp ist und wie meine Aufstellung wäre. Und in diesem Sinne, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Ja, und damit gehen wir mal rein. Also ich erwarte kein einfaches Spiel. Feyenoord war schon immer heimstark, Europapokalspiele waren immer was Besonderes. Sollten wir unsere Leistung der letzten Woche natürlich auf dem Feld bekommen. Wir müssen Feyenoord jetzt auch nicht künstlich stark reden, die sind Vierter in der holländischen Liga. Haben, glaube ich, 10 Punkte in der Tabelle in der Champions League. Also ist jetzt nicht irgendwie abgeschlagen oder sowas. Aber ich kann auch mal ganz kurz reinschauen. Ja, aber man sollte sie mit Sicherheit nicht unterschätzen, die Stimmung und so weiter. Und dass wir uns schon mal schwer tun, haben wir gegen Barca gesehen, auswärts, gegen Aston Villa, in Dortmund, in Frankfurt. Also wenn wir Probleme haben, dann ist es auswärts, ja. Also, was heißt Probleme? Wir haben ja trotzdem meistens gut gespielt, aber haben halt die Ergebnisse nicht eingefahren. Von daher muss man da mal abwarten. Ja, wie gesagt, sollten wir unsere PS auf den Rasen kriegen, sollten wir das Spiel gewinnen. Und wir müssen das Spiel gewinnen, wenn wir noch unter die ersten 8 wollen. Das sollte auch klar sein. Ja, Feyenoord hat 10 Punkte, wie ich schon sagte, Platz 18 aktuell. Die sind natürlich auch heiß. Die werden auf jeden Fall noch einen Punkt benötigen wahrscheinlich, damit sie safe unter den ersten 24 sind. Also uns wird da schon heißer Tanz erwarten, denke ich. Aber nochmal, wenn wir die PS auf dem Rasen kriegen und die Form zeigen, die wir gezeigt haben und uns nicht irgendwie anstecken lassen, hektisch werden lassen in der Defensive oder sowas, sollten wir gute Chancen haben, dieses Spiel zu gewinnen. Mit welcher Aufstellung ich den Bums angehen würde, schauen wir uns jetzt mal an. Und natürlich werden wir auch mal gucken, was ich denke, wie die richtige Aufstellung ist. Ja, Manuel Neuer kommen wir natürlich nicht drum herum. Peretz verletzt. Ulle, weiß ich nicht. Ulle ist irgendwie nur noch Standby-Profi gefühlt. Der hat irgendwelche privaten Probleme. Harry Kane kommen wir natürlich auch nicht drum herum. Und natürlich können wir da gleich in einen Atemzug Michael Olise nennen, um den wir auch nicht drum herum kommen. Ja. Gut. Champions League-Spiel, super wichtiges Spiel für uns, meiner Meinung nach. Muss man da keine Experimente machen, haben die besten Spieler aufzulaufen und von daher stellt sich die Mannschaft eigentlich auch von alleine auf. Ja. Upa und Kim natürlich. Auch wenn in letzter Zeit Eric Dyer mal ein Spiel gekriegt hat. Ja, jetzt müssen die Abläufe wieder eher. Fonzie Davies auf jeden Fall, sportlich auf jeden Fall gerade auf eine sehr, sehr gute Form. Das Zusammenspiel mit King klappt aus meiner Sicht sehr gut. Von daher würde ich auch mit dem King anfangen. Schon mal eine Posi, die wir schon mal vorausnehmen. Ja, das ist ja die einzige, die so ein bisschen fraglich ist. Rechter Verteidiger ist natürlich auch so eine Geschichte. Setzt man auf Rafa Guerrero, bisschen mehr Technik, bisschen mehr Spielaufbau, oder setzt man auf die Kampframme Conny Leimer? Ich denke mal, ein Stunny wird noch kein Thema sein. Boe, keine Ahnung. Aznu ist eh kein Thema. Also wird zwischen Conny Leimer und Guerrero stattfinden. Also ich muss sagen, mir gefällt das Zusammenspiel mit Conny Leimer und Michael Olise gerade echt ganz gut. Ja, von daher würde ich mit Conny Leimer anfangen. Sollten wir mehr spielerische Klasse benötigen, können wir immer noch einen Guerrero einwechseln. Ja. Und so hast du gleichzeitig auch noch ein Backup für die linke Seite draußen. Ne? Gut, in der Mitte ist natürlich dann die nächste spannende Geschichte. Wer spielt neben König Josh? König Josh ist klar, denke ich. Auch verdient, klar. Zeigt gerade sportlich sehr, sehr starke Leistung. Da soll ich drüber rumreden. Die Frage ist jetzt, setzt man auf den Leon, ja, der natürlich gerade einen Lauf hat, oder haut man einen Pavlo rein? Ich persönlich würde einen Leon bringen. Eben aus dem Grund, was ich gerade gesagt habe. Ja, weil er gerade einen Lauf hat. Und den Lauf sollte man mitnehmen, erst recht in so einem Spiel. Sollte er
den Lauf nicht bestätigen können, kannst du zur Halbzeit immer noch einen Pavlo bringen. Ja, da sehe ich gar keine Probleme. Und in der Regel ist es ja auch so, dass Deon so die halb linke Posi spielt. Gut, ich gehe davon aus, dass Musiala anfangen wird. Sollte jetzt lang genug da rangeführt worden sein. Wichtiges Spiel. Von daher gehe ich davon aus, dass Musiala wieder auflaufen wird. Und das wäre meine Aufstellung. Ja, ich denke, da ist jetzt keine große Überraschung bei. Wie gesagt, wir können natürlich hier drüber diskutieren, dass da der eine oder andere den Pavlovic vorsieht. Ich habe es gesagt, meiner Meinung nach musst du den Lauf mitnehmen von Leon. Entweder kann er bestätigen oder nicht. Wenn er nicht bestätigen kann, kannst du ja jederzeit reagieren. Ja, das ist ja gerade das Schöne an unserem Kader. Also, wie gesagt, ich mache den ganzen Bums hier vor der PK. Die PK ist erst heute Abend. Heute Abend, ganz kurzer Exkurs, habe ich nicht die Zeit. Das heißt, sie wird erst ziemlich spät kommen. Ich kann erst ab 23 Uhr darauf reacten. Nur für die es interessiert, wisst ihr schon mal Bescheid. Ja, natürlich, Niboi für mich kein Startelf-Kandidat. Ich ziehe Michael vor. Und ansonsten die Optionen, ich kann sie mal kurz eintragen hier. Zack. Ich würde da jetzt hier einen Tell eintragen, aber der spielt da ja eh nicht, aber ich trage ihn trotzdem mal ein. Kannst du eher einen Gnabry eintragen und einen Tellner links, sehr wahrscheinlich. Aber einfach mal, um zu zeigen, welche Alternativen wir denn hätten. Ja, sollte irgendwas passieren, sonst was. Ich denke, da sind wir jetzt nicht so schlecht aufgestellt. Ja. So können Sie Goretzka noch in die Innenverteidigung nehmen. Wie gesagt, ein Rafa Guerrero ist eigentlich gelernter Linksverteidiger, kann also auch auf der linken Seite für den Davis kommen, wenn da irgendwas sein sollte. Und ja, ich weiß nicht, wie es sonst im Mittelfeld aussieht in der Zentrale, aber ich glaube nicht, dass ein Padin ja schon so weit ist. Habe ich noch nichts von gehört. Von daher, ja, das wäre meine Startaufstellung. Ja, mein Tipp ist 3:1 für uns, also 1:3. Ich habe es ja eingangs gesagt, ich habe schon Respekt, gerade vor dem Auswärtsspiel bei Feyenoord, aber ja, wenn wir einen guten Start haben, gleich Feuer frei machen und den relativ zügig in der ersten halben Stunde 2 Dinge einschenken, denke ich, kann das ein ganz entspannter Abend werden. Ja. Sollten wir wieder irgendwelche individuellen Fehler dann haben oder Leichtsinnigkeiten wieder anfangen wie gegen Wolfsburg, denke ich, kann da auch jederzeit noch was passieren. Ja, wenn man das Stadion mitnimmt, dann, das sollte man da tunlichst vermeiden. Das ist halt immer so eine Sache. Heißblütige Fans haben immer einen Einfluss. Von daher mal abwarten, aber ja, in der Regel musst du das Spiel gewinnen und das Spiel danach auch in der Champions League und dann sollte auch alles gut sein. Na, dann sollte man unter den ersten 8 sein und alles ist tutti, denke ich. Gut. Ich überlege gerade, wird unser Coach jetzt was anderes aufstellen? Wird Vinny was anderes bringen, als ich es jetzt hier hingeschrieben habe? Ja, vielleicht. Vielleicht fängt er wieder mit dem Sané an. Lässt einen Michael dafür draußen, was eine Farce wäre. Oder setzen Sané auf links, aber wie gesagt, für mich war Koman stark, ne? Jetzt im letzten Spiel auf der linken Seite. Also. Ja, vielleicht bringt er einen Pavlo für den Leon. Könnte ich mir auch noch vorstellen, wenn er ein bisschen mehr spielerisches Mittel haben will in der Mitte. Aber wenn Musiala wieder da ist, haben wir eigentlich das spielerische Mittel. Und auf der rechten Seite, ja, bin ich gespannt, ob er da vielleicht eher auch das spielerische Mittel haben will mit dem Guerrero. Oder halt doch ein Conny Leimer. Ich denke, der Rest stellt sich selbst auf. Auch da wird ein Kompanie, glaube ich, nicht rumfingern. Aber wer weiß, lassen wir uns überraschen. Das wäre meine Aufstellung, mein Tipp. 1:3 für uns. Und ansonsten, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein schönes Spiel mit hoffentlich dem besseren Ergebnis natürlich für uns. Und vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand trennen.